Ik ben dankbaar, we kunnen ons ganz aangeven en God ganz vertrouwen. We willen vandaag weer gaan in onze series in 5. Mose. En laatste zondag, dan sagen we, wo Gott nimmt dat ernst, wenn seine Kinder jängen am Sündigen doen. En we sagen ook dat er een onderscheid is tussen Strof en belehren. Vandaag werden we zijn in 5. Mose kapitel 9, wo Gott mit seinen Kindern umging, wenn sie weggingen von ihm. Und das ist die Geschichte, wo die Goldne Kaulf, die Kaulf merken dein, und die Aunbäden. So, alle wieder gehen, werden wir anfangen mit dem Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir wollen uns ganzen Leben hingeben an dich, und wir freuen von dir, wenn wir dein Wort durchgehen, und wir beten, dass du wirst durch mich reden. Dat wordt niet mijn wird zijn, aber deine wird, wat wir uitkomen en voor ons van dir aannemen, dat we kan Jesus Christus beter navolgen. En merk ons hart weg, merk ons hart handen heeft, en God, ik bid dat du ons een vrede geven, en een vrede geven, wat groot is in ons, dat wordt van ons uitschelen naar orde. En we bidden dit alle in Jesus' naam. Amen. So we zijn in kapitel 9 van 5. Mose. En de eerste 6 versen vangt Moses aan. En hij zegt naar de Israëlieten, en dit is een ding wat we laatste zin ook zeggen, en dat is dat God maakt een bund met Israël. Niet wil zij een grote mensen werden, niet wil zij gerechte mensen werden, aber wil God en God weer. Ik denk aan een beetje aan Epheser kapitel 2, 8 tot 9. Dat zegt es dit, je zijn door God zijn genade geraakt. Wilt sie blijven. Dat is niet door geen werken. Dat is een geschenk van God. Dat is niet uit werken, zodat keiner Ursache heeft zichzelf te loven. En dit is wat Moses wil gaan de Israëlieten zullen weten. God had hen gewählt, niet wilt ze goede mensen werden, aber wilt God gnädig is. En dan kapitel 9 is een ding wat Moses de Israëlieten verholen deed en zegt, kijk maar, dit is waar je werkelijk zijn. Dit is de zin wat je metdreven. En hij helpt dan denken dat dit is vielleicht, we würden kunnen zijn, voor de Israëlieten er de diestenis tijd, jährlich, wo sie weit aufgegangen werden von Gott. En wanneer zij vielleicht dachten, wie sind besondere Menschen, wie sind gerecht, Moses helpt dann sein. Je zijn niet gerecht aan je in het. Je zijn zinder, kraxis de feik ramayint. So wieder in kapitel 9 zei we dat Moses ging op een boy op, en dit wordt het zegt kapitel 9. Dan ging op den boy Steintofelen te holen, op wanneer de bedingingen van de bund geschreven werden. Den de Herr met je maakt, en wie 40 deel op een boen, ohne dat ik wat te eten of drinken had. En de Herr geeft mij de 2 Steintofelen, op wanneer hij zijn vinger de wierd had opgeschreven. Wanneer hij te junt van de 4 gereed had, als hij aan den borg verzameld werd. En na de 40 deel en 40 nacht, geeft de Herr mij 2 Steintofelen, op wanneer de bund geschreven werden. So hier, we zijn een beeld wat smaak en fijn is. Je kan het vielleicht mal denken, waar we maar zijn, die hadden een groot bevrijd, en voor hier in Canada is dat een mode aan een honeymoon voeren. En een honeymoon voor meerdere lied, dat is de schijnste tijd. Oh, dat gaat schijn. Dus was weinig wat beter gaat. Dus een best tijd apart gezet, bloos om gemeenschap buren, een verhältnis buren. En dat is een beetje dat beeld wat we hier hebben. God raubt en hij deed Moses aanladen, hij zou op een boy opkomen en dan voor 40 deel zijn hier 2 personen, dat is vreemd. En dat leven wat van dit gemeenschap komen deed, is genoeg, dat Moses brood niet eten of drinken, dat is een wunder, dat hij niet aankomen deed.
aber dort bist dat Gemeinschaft, dat Verhältnis mit Gott, wie je nur dort hij leben bleibt. En wie kan de meeste hingekommen, wo wir dort zijn, 40 deel mit unserem Gott Gemeinschaft haben. Dort ist das Bild. Aber dann sei wie was ordnet. Und dann der 12. Vers sagt, und dann seht der Herr zu mir, go einmal schwen rauf. Ich in meine Früh, als ihr das scheint, wenn wir können wo ein Port gehen und bis weit wei und vertalen. Und nochmal, wenn ihr Kinder haben, oder wenn ihr kann vielleicht denken an die Zeit, wo ihr junge Kinder hatten. Und wir tun das nochmal, wir wollen ein kleines Zeit für uns. Und so wir tun, was rein merken, die Kinder, die Jungs, die sind, können Port gehen und sich dort merken mit Worten. Und dann wollen Christina und ich bis ein paar Momenten, wir haben bis ein paar Minuten, wo wir bis wie zwei sind, wo das still ist, wir können reden von den Tag, wir können uns unterhalten, wir können, da war bis wie zwei. Und mit der Zeit dann können wir das hier und dann jagen die Jungs durch. Und wir loten bis Tag, wir werden wie zwei, wir werden das Zeit apart für uns. Und dann wird es Lüder, dann bald dann, das bis all das Lüd und wir können hier etwas sehr Besonderes an. Und mit der Zeit dann, das schafft es nicht, dass wir zwei sind apart gehen, wir können eine feine Gemeinschaft haben. Gehen wir raus und checken mal die Schweinerei, was die Jungs haben gemerkt. Das ist ein bisschen das Bild, was wir hier haben. Gott und Moses, die haben apart gegangen, sie wollen zwischen sich in Gemeinschaft Verhältnis haben, für 40 Tage. Und dann sagt Gott, check mal, was die Kinder tun, check mal die Schweinerei, was sie gemerkt haben. Und was wird die Schweinerei dann? Wir sind dann dort, sie haben was Schlechtes getan. Die haben nu all jenen meine gebaut, gehandelt. Letztes Werk sagen wir, weil wir sollen nicht von Gott vergeten. Wenn uns Glauben schwach ist, dann vergeht wir von Gott. Und wenn wir vergeten von Gott, dann wird uns Glauben schwach und dann geht es wieder rauf. Und wenn uns Glauben schwach ist, dann nimmt nicht viel, dass uns Glauben ganz zu nichts geht. Und das ist, wenn uns Glauben schwach ist, dass die Engel, die das immer sagten, they have turned away quickly. Die haben plötzlich von Gott weggegangen. Und das wird ein Beweis, dass sie wir noch nicht sagen, dass sie den tiefen Glauben haben in Gott. Wenn uns Glauben schwach ist, dann nimmt nicht viel, dass wir den Glauben zu sehen sagen. Und dann dort herangehen, was sind ist. Ich glaube nicht, dass die Israeliten besonders jungen anwären, da wären bis, dass sie einen schwachen Glauben wären. Da wäre eine Zeit, wo die Israeliten Gott lieb haben und wo sie Gott ansehen deuten, dass die anderen. In Ägypten sagen sie, wo die Ägypter dort deuten. Sie hatten viel Jätter und wo sie da würden tun, sie würden auf Gott und auf Jätter merken und sie würden durch dort, was sie merken, den auf Gott anbeten. Und dort ist, was sie taten. Und wills Glauben in Gott noch nicht so stark wird, dann nimmt nicht viel, dass sie jenen trägen und dort, wo sie erst taten. So was wird dann, dass sie nur drehen deuten. Das sagt, und sie haben sich in Goldne auf Gott gemerkt. Und sie merken in Kaulf. So was meint ein Kaulf für die Israeliten? Ich hatte ein klein bisschen studieren, was ein Kaulf meint. Aber was kann sein, ist ein Kaulf wie ein Aufgott oder wie ein Beweis von einem Aufgott, was sie taten in Ägypten. So, da wären Wässer aufjätter, was sie anbeten in Ägypten. Und da wie ein Gott, Hathor, da wie ein Gott, wo dort ever sein, da dort ein Mensch dort schein gehen deuten, dort Menschen live haben. Und die Israeliten wären nu hier in der Zeit, wo das schwor wir. Leider, die wir 40 Tage weg. Und die Kraxis, wie hatte nu ein Liedpastor, der krank ist,
wie wagen für die Zeit, wo er zurückkommen wird. Und dann ist das schwer. Und für ihn wird es noch viel spannender. Und ein Fehler, der muss schein gehen wird. Ein Fehler, muss sie können jochen, dass sie Frieden haben. Und wie ein Gott hat, der wie der Gott immer dort. Und so sie wollen haben sie gedacht, weil wir ein Aufjahr merken, was uns dort Haupt oder uns dort schein gehen wird. Wir wissen noch, was wir sein, erst dort, der keiner nicht, was in dort lohnt, wären. Sie wären auch, sondern was in Aufjahr merken, der nahm sich El. Und dort wäre der höchste Gott. Und wo den Aufjahr, was sie merken von dem Gott, da wir in Ball. Und so sie wollen vielleicht haben gedacht, was von Aufjahr kann wir merken, dass wir wollen Gott kennen, Aunbäden, will uns vermitteln nicht hier aus. Und wir wollen mehr von dort Lothar reden. Und dann sei wie auch Lothar in der Bibel, in 1. König, Kapitel 12, dort die Israeliten, das wir ein Ding, wo sie weiter zurückgehen, und sie mögen weiter Kaulf, goldene Kaulf. Und das ist ein Sinn, was in Armadur und Kampf wir verernt. So, wo fällt Gott sich dann, wann er das sein wird? Das ist ein Ding, was ich will haben, wir sollen von dir sein. In der 14. Vers, wie sein Wort Gott davon denken wird. Wer wird lieber sein, Wort feilt Gott über das. Gott sagt in der 14. Vers, lot mich nu mal allein. Was wir können sein von das ist, dass Gott fällt sich gestaat. Im Hort fällt er sich gestaat. Und wenn wie weiten wir das ist? Wenn ihr würden mich wirklich sehr beleidigen, mir fehlt ein bisschen Zeit, dass ich meine Falling der schaffen. Lot mich mal Tag, lot mich allein, dass ich kann auf Port gehen und durchdenken, wo ihr mich gestaat habt. Das ist, was Gott hier sagt. Wieder sagt Gott, er ist am Euertet. Welche Menschen, wenn Antwort beleidigt, sie gehen auf Port und wir würden gern sein, die gehen in Titen an, wo sie in Trüger sind, wir sind dort von Gott. Aber was von uns, was uns wird beleidigt, wir wollen doll. Und so was sagt Gott wieder? Er sagt, en ich will en vernichten, en Nomen uitroden von Abbeird. Am Euertet. Wir können das Volk, was er so viel Leid verhat, dass das gängen am Gehen. So wir sein hier, dort Gott wir da. Und wenn Moses für die erste Mal von der Bäuer raufkommt, dann wir eine Vier, die wir Rückwort von der Bäuer raufkommen, dann Gott euer, das sei er, wo die Israeliten beleidigt hatten. Und dann sagt er, führt ich keinen Plan, ich will frisch anfangen. Dann will ich von die in Volk merken, die gerade und stärker sind als diese. So Gott sagt hier, mir der das sehr leid, mir viel Zeit haben, diese schwere Zeit durchdenken, lob mir mal Tag. Dann sagt er, weißt du was, ich will das Volk ganz anbringen, das Volk war nicht mehr sein, und ich ohr mich über das Volk. Und dann sagt er nur Moses, er wird frisch anfangen mit ihm, er wird ein frisches Volk anfangen, und dann wird das Volk gerade sein, das wird Israel dann werden. So, wir sehen diese Versen 14 und 15. Was tun wir damit, diese Versen? Ich glaube, in welcher Weise sind uns diese Versen vielleicht ein bisschen Stich. Wir haben ein Bild von einem Gott, was Gottes Arme reicht, und Gottes Arme, Gott, der sich nicht loten, Handen trägt, wie es Menschen tun. Aber wir sehen einen Gott hier, was starke Falling hat. So, wo wir das verstehen, wo können wir das verstehen, dass wir reich verstehen, wer Gott ist. Erste Ding ist, ich glaube, wir müssen verstehen, was Falling sind. Gott ist eine Person, kriegt es wie eine Person sein. Ein Port von einer Person sein, ist dort wie Falling haben. Wir haben Emotions, wir sind seilig. Und weil Gott eine Person ist, er ist auch seilig. Und unser Falling, was wir haben, dort ist Werken verbunden mit der Gemeinschaft, was wir mit Menschen haben. Gott, wir sein von der Bibel, ist bad persönlich und auch dort hat Gemeinschaft will haben mit anderen. So, wenn Gott gestart wird, beleidigt wird, Gott hat dieselbe
Feiling, was eine Person hat. So, wenn Gott hier reden wird, dort er fühlt sich beleidigt, er fühlt sich, dort er sich euren wird. Gott, der mitteilen, wo er sich feilen wird, vielleicht nicht ganz, was er weit als so. Wie tun das auch diese Personen? Wenn ihr eure Hand down mit deinen Partner, ihr reden, wo das schwer ist, ihr reden fertig mit, wo ihr ihn feiern dann. Dann meine ich, dass ihr dort bleiben dann, aber in dieser Zeit, das ist, wo ihr feiern dann. Dort ist ein Bett, was Gott hier tut. Wir wollen uns ein kleines bisschen anladen, woran Gott sich das feiern wird. Ich will das dann mit einem Beispiel. Wir wollen zum Beispiel sein, ein Amtje, der nimmt seine Früh für ihr Geburtstag nur ein Favorite Restaurant. Sie sind durch und die eten, haben eine feine Multit bestellt und sie haben verrecht. Und das Amtje hat sich sehr gefreut. Er hat sich ein Geschenk reingemerkt und aber sie haben die Multit taub und dann wird schwer gehen, das Geschenk holen, was in das Chor geblieben wäre. Und dann will er das Geschenk nach den Israeliten oder nach seiner Früh geben. Und dann geht er raus und geht nach dem Chor und er freut sich sehr, das Geschenk, was er wird seiner Früh geben. Geht er raus und holt sich das mit Wrapping Paper, alle Fans merken. Kommt dann erst vielleicht mal 5 Minuten wach und durchsetzt seine Früh mit einem ordentlichen Mann. Oh, und er lacht und geht ein Schein. Und dann checkt er, wo sein Ring soll sein an ihrer Hand. Und der Ring ist wach. Und er hält den ordentlichen Mann das Ring und redet von, wo er wird wieder verteilen, dass er mit Geld kommt. Wo würde den Amtje sich feiern? Weißt ihr, das ist für Gott sich feiern hier. Gott, und das ist 40 Tage, mir bereit, dass er sein gratztes, bestes Geschenk betur, was nur die Israeliten geben. Sein Bund, die 10 Geboten, was er wird geben. Das wird sein Beweis für seine Leib für diese Menschen. Und dann seine Brut, Israel, dreht sich in seine Karte Zeit, jängen an, und dann kann wir ein klein bisschen verstehen, warum er sich so feiern tut. Hier ist ein Gedanke, ein Punkt, wo ich will haben, wir sollen von dir denken. Haben wir mir über gedacht, was dort Gott andet, dort was wir tun? Haben wir mir über gedacht, wann wir was Gutes tun, wo Gott sich feiern tut über die Dinge? Und ohne sieht, haben wir mir über gedacht, wo Gott sich feiern tut, wenn wir am Jängen, am Singen tun? Wir denken fertig bis an uns selbst. Wenn ich singen tue, wo trifft das mich? Wo merkt das mich feiern? Ich kann mich lassen von Gott tragen, weil es meine Sinn so groß ist. Und das ist mich schon, dass ich nicht mehr kann mit Gott Gemeinschaft haben. Aber denk wie an wo unser Sinn Gott, wo dort Gott andet. Wo Gott sich über dort feiern wird. Wenn wir ein Mensch wirklich gut sind, wir sind hingeran, abzupassen, wo wir enthandeln dann wird, wir sind sei bedeutet, wo sie sich feiern über uns. Ich do mein Bestes nicht meine Früh beleidigen. Ich will nicht haben, sie soll beleidigt sein. Ich will ihr nicht streiten. Warum? Ich habe Leid für ihr und ich will haben, dass sie so schaftig bleiben. Wer würde es dort von dir mit Eva checken und Eva denken, wenn wir an Gott denken dann? Mit dem meine ich nicht, dass wir Gott raufbringen und wir merken am clean das wir sind. Aber wir sind von dieser Erfahrung wirklich, wir sollen dort ernst nehmen, dort Gott auch Falling hat und dort, was wir tun, merken Ändernis, dort merken Unterschied vor allem. Dann werden wir ein klein bisschen sein, warum wir Gott da? Warum euert Gott sich? Erste Ding sagt, will sie haben jenen den Herrn in Gott gesündigt. Wir sind von Psalm 51, das erste Vers, dort Glieder sind als jenen Gott. Jenen die
En einzig die habe ich gesündigt, sagt David in der Versen. Dort wir in dieser Zeit, wo Gott sich reinmerken deed, van het zijn grote Geschenk geven naar Israël, dat Israël werd vervolgd, of werd verleid, meine ik, dat zij weggaan deden. Een ding wat ik geleerd heb, dat als verken van God wat groot het wel doen, dat de temptation de grootste zijn in ons leven. Van je vallen niet dat je verleid worden, dat de zin groot en fijn loten deed, denk aan, dat als vlek groot dan, wo God een groot zijn wil geven. Nou, dat is verken van wie de zin aannemen doen voor onszelf, dat wie loten uit de grote zijn wat God voor ons heeft. En zo zijn we dat hier ook. Dit zou een tijd zijn, wo Israël kan dichtbij komen naar God, maar leider wie de zijn en dat ding kapot van God, leider was dichterbij. God wie wieder dal en hij had oor, wil ze hadden in je Goldne Kaulf gemerkt. Ze hadden een offerte gemerkt. So wat sagt dit van Israël? Israël hadden vielleicht van dat land Egypten uitgegaan, aber zij nemen nog veel van dat land Egypten met. Zo is het ook met ons. God heeft ons van de wereld uitgeraad, jeselijk heeft hij ons uitgeraad. We zijn van dat jetzige land uitgegaan. Aber was van ons, we willen naar dort, wat we in het oude land hadden, dort wat we in het oude leven hadden, metnemen, zodat wanneer dat niet ganz zo uitschaffen dat is wat we wensen dat wordt, we kunnen teruggaan naar dort wat we eerst hadden. Was voor ons, als we ons handgeven naar Jezus Christus, hadden we welke dingen wat we vasthielden. Die waren dingen zoals, we moesten zeer schaffen, dat we God tevreden stellen. Maar wat we deden, kunnen we vielleicht mooi genoeg doen, dat God wordt ons vergeven voor onze zin. En dan, wanneer dat schwer wordt, God nur voor en geloven, dat is verken wat we niet teruggaan. Dat is ons afgejat. Dus de Israëlieten terug willen gaan naar dat wat ze hadden in Egypten. En dan de tweede poort van 16 zegt hij, je hadden den Herrn zijn gebod veracht. In Englisch hat er da even sagen, die wären ein Mensch mit einem kleinen Glauben. 5-mal in Matthäus sagt Jesus zu den Jüngern und noch andere, wo klein glauben wir. Und was wir bewiesen, dass die Israeliten einen kleinen Glauben haben, die hatten wenig Glauben, sie wären nicht geduldig. In 2. Mose Kapitel 32, und das ist noch ordentlich steht, was von dieser Zeit reden wird, er sagt, als das Volk sagt, dass Moses lang auf dem Berg bleibt, kämen seine Ehren und verlangten von ihm. Merk uns doch einen Aufgott, der uns verabgehen wird. Wir weiten gar nicht, aber er wird mit uns Moses, der uns von Ägypten brach, geworden ist. We weten niet graag hoeveel deel Moses op een borg weer eier zijn met dit ontvangen deden. Maar dat weer vielleicht maar een maand. En ze weer niet geduldig. Wanneer we niet geduldig zijn, dat bewijst ons werken dat we een zwakken Glauben hebben. We kunnen dat best niet uithouden. Dat neemt niet lang, maar dan, wo we niet meer Gott vertrauen. We wagen. Und wenn wir das nicht führt kriegen, dann bleiben wir Gott als vielleicht nicht mehr treu. Gott wird das nicht tun, was er uns versprochen hat. Und man das geben wir ab und wir gehen uns ihnen weg. Ich glaube, der größte Weg, wo wir fertig können, in starken Glauben beweisen, ist, dass wir geduldig bleiben. Wir können nicht einmal verstehen, warum Gott wachen wird. Und das ist so, ich will lesen da in Matthäus Kapitel 14. Nochmal wach Jesus Christus.
Hij weet graag wat aangaan dat. En hij wacht, wat hij komen dat om ons raden. En die tijd moet we ons vertrouwen aan God. We moeten wachten. En dan zegt hij ook dat zij zijn in de 13e vers, het kan zijn dat zij een stierkopje volk zijn. We würden gerne zijn eenkoppig. Zij werden langsam zum anderen en zij würden dat bloß nicht leren. Dat God weer treu. Zij können zich verloten aan God. En ik blijf nog een ding wat God zei, stich weer. Es war Moses Rauftheim. En dan mögen die Menschen all sorten excuses, waarom zij je zindig hadden. 2. Moses waren in 32, 22 bis 24 zegt het. En Aaron zei, met Herrn, wie mogen nicht so dol. Du kennst diese Lied, wo leg die sich zu dat Schlachtet hangeben. Zij zeiden einfach, merk ons en jetta, die für uns können. Wir weten nicht mehr, was Moses geraten ist. Der Mann, der uns uit Ägypten rüberbracht. Dann seht ich, neem dort Gold, auf dort je dragen en bringt mich dort. Ich schmeit dort in 4 Jahren in det Kaulf wieder, wo du rüt heim. So er sagt hier, ich muss das tun. Diese Menschen, die fragen mich, ich muss das bestellen. Check mal, ich muss nicht in Kaulf, ich schmeit dort in 4 Jahren und in det 4 kam du ein goldene Kaulf rüt. So er das hier lernen. Das ist nicht mal mehrlich. Wie bist du in Ring würden in 4 Jahren schmieden und du einen Kaulf rüt heim? Aber er braucht dort eine Excuse zu merken, dort er muss singen. Und weil ihr dort erst fertig, was wir damit unser sind. Wir weiten dort unser Sinn, merkt Gott beleidigt. Das ist jenen Gott. Und wenn Gott uns wiesen wird, wenn wir uns kriegen zu sein, wer wir sind und wo wir kart kommen, dann brauchen wir uns fertig Gott eine Excuse zu merken, woran wir dort deuten. Ich will von dir schließen mit der guten Nachricht von diesen Versen. Und ich will von dir hören, dass wir sollen sein, dass Jesus ist auch ein Vermittler für uns. So Gott redet, er hat es sein, was die Israeliten deuten, und er sagt, ich will diese Menschen umbringen, ich will frisch anfangen. Was tut Moses? 19. Vers sagt er, ich ängst mich für den Herrn sein Euer. Hij weer zo dol en verstalt, dat hij rijdt weer, junt hem aanbrengen. Doch nog eenmaal, horch de Herr naar mij. 2. Mose kapitel 32, 28 sagt, dat Gott schickt in Strof. Er waren 3000 Menschen, wat sterven zijn. Maar dan 20 wieder sagt, dat de Herr weer ook een 2 Eva Aaron. Dat hij rijdt weer, am Fürz um zu bringen. Aber dann in 25 bis 29 sagt das steht, besonders in 26. In Aunbäden, Gott uns Herrn, verdorve nicht den ihren Volk. Und was du durch an angefangen hast. Weißt du, die Bibel lehrt uns, Jesus Christus ist auch einer seiner, was für uns striden wird. 1. Timotheus Kapitel 2, der 4. Vers sagt es dort. Willst du erst ein Gott und du erst ein Vermittler, der zwischen Gott und Menschen steht, der Mensch Christus Jesus. Wir, das Israeliten, wir sind aufgegangen, wir haben gesinnt gegen Gott. Die Bibel lehrt uns, dass der Lohn für unsere Sinn ist Tod. Gott muss den Sinn strafen. Aber krass Moses hier, nur Gott sein deed. Er stond an für die Menschen. Dort ist, was Jesus sagt für uns. Wann wir in Jesus Christus sind, Jesus kämpft für Gott und sagt, kick mal, ich habe die Sinn betont. Die sind erst verjährt. Die nach euer dürfen nicht über diese Person kommen. Und wieder, wenn wir proben uns bastet und wir doch kart kommen. 1. Johannes Kapitel 2, die erste Vers sagt es dort.
Lieve kinderen, ik schrijf je dit. Dat je van de zin wegblijven. Wanneer dag weer zingen zal, dan hebben we Jezus Christus, die ohne zin is, en die bij God den Vader voor ons aanstonden deed. Ik weet niet wat van werk je aan je hart, of wat van een maand, of wat van een jaar. Vielleicht val je zo, zoals het volk Israël, je hebt een grote Fehler gemerkt. Vielleicht heb je een grote zin wat je probeert te versterken. En je schämt je met dat. Je weet niet, je komt kort. En je wondert, wat zal ik met deze zin? Ik weet God ooit zich over deze zin. Ik wil je van deel troosten met dit. Jezus Christus is je vermiddelaar. Jo, God deed dat leid. God is dat zwaar, de zin wat we gaan doen. Maar God vreet zich en krijgt zich een grote weg. Dat hij kan de zin vergeven. Door wat Jezus Christus heeft gedaan op een kruis. Ik wil je van deel aanroepen. Wanneer je in zijn tijd zijn, wo je weet af zijn van God, kom naar Jezus. Hij is dien vermiddelaar. Hij wil aanstaan voor die. Dat Jezus is dat wat God zegt, niet bloos onze zinnen. We sluiten met een gebed. God, van nu hebben we gezien dat u bent een persoon wat valling heeft. We zijn een volk wat werken zo beduurd zijn aan waar we feilen. Wat ons treft, of waar dat ons in anderes merken dat. Van der God wil we met tijd nemen, om te overdenken, dat wat we doen, waar feilst u over dat? God, we zijn die God. God, we willen gaan dat wat we doen, wat die hier brengt, dat wat die de vrede merken, die wat ze aannemen. En God, van deel zijn zijn, wat schämen zich met ihre zin. Ik bid God dat die was met die geest aanroepen, dat ze kan naar Jezus komen. Dat Jezus kan er vermiddelaar zijn. Christus, Moses aanstonden deed voor Israël. Jezus staat aan voor ons. Jezus, we willen van deel die aanbeden, wou die ons raden best, ons haar best, en wou die ons leiden deed. We bidden dit in Jezus' naam. Amen.